wenn der einzige Grund ist, dass ich meine Rechnung kann zahlen und meine Wohnung nicht verliere, die Motivation wird nicht so hoch sein für den Job. Und es braucht viel Energie, um sich selber zu motivieren. Ich muss mich als wirksam empfinden. Ich muss können Wirkung erzielen in dem, was ich mache. Es darf nicht schwierig sein, es darf nicht zu einfach sein. Es muss so der Sweet Spot sein. Also die Herausforderung muss passen mit den Kompetenzen. Ja? Und jeder Mensch hat eine riesige Disziplin. In dem, was er gerne macht. In unterschiedlichen Sachen, die zu ihm oder zu ihr passen. Darum ist es mir so wichtig, dass jeder Mensch für sich die Sachen findet, die zu einem passen. Und darum bin ich auch so allergisch auf die Vergleiche, die immer wieder entstehen. Weil das gibt einem das Gefühl, ich muss das auch. Aber es passt vielleicht gar nicht zu mir. Wenn ihr sagt, ihr habt mit Motivation ein Problem und sagt, ich möchte eigentlich motivierter sein, dann gibt es für mich 2 Schritte zu machen. Erstens, Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopfchaos. Wir sind 2 Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim. Ich bin der Evo und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der 31. Folge. Tim, wie fühlen wir uns? ich fühle mich verkattert. Du? Ich fühle mich gut, aber so jetzt nicht overhyped wie das letzte Mal. Aha. Aber auch nicht müde. Es ist so, es kippt vielleicht. Ich glaube, wenn man heute Energie reinbringt, dann kommt das bringen wir ja meistens an. Und bei mir ist es kein schlimmer Kater. Es ist so einer von diesen guten Kater, der so ein bisschen einfach ist ein bisschen lustig, aber ich leide jetzt nicht fest. Okay. Darum, ich bin da sehr optimistisch, dass wir das anbringen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben gerade vorher darüber geredet, über Flow-Zustand und so. Und wie der Podcast durch die ganzen Rahmenbedingungen von wir werden nicht gestört, wir nehmen das Bewusstsein, so miteinander zu schwätzen, dass uns das hilft, auch in den Flow-Zustand reinkommen. Und das Tauchen bei uns beiden harter Flow-Zustand aus. Ja, das geht unseren Zuhörern, die auch schon gedacht sind, wahrscheinlich ähnlich. Schreibt es doch mal rein, was bei euch einen Flow-Zustand führen holt. Weil heute tangieren wir den Flow-Zustand schon wieder. Ich habe das noch spannend gefunden in der Vorbereitung. Ich dachte, da kommt der Flow-Zustand wieder. Und wir reden immer wieder so darüber, wie unsere Podcast-Themen so fest ineinander reinfließen und vernetzt sind. Und wir versuchen euch das auch so ein bisschen mitzugeben, dass die psychologischen Konzepte und Theorien, Modelle und all das ja nicht losgelöst für sich dastehen, sondern sehr viele Überschneidungen haben, vernetzt, man kann es verknüpfen. Und wenn man so ein ganzheitliches Bild davon kann bekommen, ist das wirklich ein Gamechanger, wenn man so mit diesen Konzepten verknüpft in der Welt unterwegs ist, weil ich finde, man kann mega viel so gut einordnen, auch, was einem so begegnet im Alltag. Weißt du, es ist auch ein Gamechanger, Nein. das Modell, das wir heute anschauen. Yes. Und ich entschuldige mich jetzt schon, falls ich mal Buchstaben vertusche, weil wir reden heute über das Self-Determination Theory, SDT, und ich kann dir garantieren, ich werde irgendwann STD sagen. Was etwas anderes ist, aber Was einfach, ist STD? weiss nicht. Du weißt es wirklich nicht? Nein. STD sind Geschlechtskrankheiten. Stimmt. Und ich habe letztens jemandem erzählt, so, ja, eben, wir machen jetzt eine Podcast-Folge zu STD. Und er so, hä? Und ich so, ja, halt, Self-Determination Theory. Und er so, du hast gerade STD gesagt, nicht SDT. Sexually Transmitted Diseases. Okay. Ja, darum, wenn ich STD sage, dann meine ich eigentlich SDT. Ja, okay. Und auf Deutsch heisst die Theorie Selbstbestimmungstheorie. Und das ist vom DC und Ryan so die Selbstbestimmungstheorie. Das ist eigentlich so das Rahmenwerk, wo ganz viele Subtheorien auch drin gehören, weil die 2 so viel geforscht haben und Konzepte entwickelt haben. Und die haben auch ein Buch geschrieben, ich weiß nicht wie viele 100 Seiten, wo das glaube alles drinnen ist. Und die Selbstbestimmungstheorie, die versucht das wie so all die Subtheorien, die dort dabei sind, auch ein bisschen zu vereinen. Und ganz grundsätzlich, es geht um das Thema Motivation. Also es ist die Motivationstheorie, die wir uns heute anschauen, die einfach in jedem Kontext anwendbar ist. Sei das für persönliche
Motivations- und Zieltheorien bei der Arbeit. Also es wird auch bei Führungsseminaren Thema Motivation Das ist ein von riesen Führungsthema. Führungsthema, Motivation von Mitarbeitenden. Es wird aber auch in der Pädagogik Motivation bei Kindern. Wie kann man Motivation dort holen, dass es ein cooles Lernen ist und nicht einfach so ein «Du hörst zu und ich erzähle dir» Lernen. Also, Viel auch in der Gesundheit kommt es noch vor. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass viel, also jetzt Ärztinnen und Ärzte, wenn sie, oder auch in der, sagen wir, Physio, dass wenn sie Interventionen planen mit den Patientinnen und Patienten, dass sie dort nachher fest auf das Modell schauen, um zu schauen, dass die Motivation, um das dann auch auszuführen, höher ist. ja. Gesundheit ist auch ein grosses Ding. Und also ich habe auch Sport in der Vorbereitung gehabt und also ja, crazy Modell. Es geht wirklich einfach darum, hey, wie werden wir motivierter, zum Sachen angehen. Und es gibt da so 3 Teile davon, wo in dieser Theorie drin sind. Die gehen wir heute durch und ich glaube, wir gehen dann noch so ein bisschen Motivation generell Ja. durch und werden wahrscheinlich dann viel mit Beispielen bespicken. Und, Voll. ja. Ja. Genau, und so der Kern von dieser Theorie, und das finde ich eben ein mega schöner Ansatz, wo ich mich einfach damit identifizieren kann. Die Haltung, wo sie die Theorie eigentlich entwickelt haben, ist, dass der Mensch per se nach Entwicklung und nach Wachstum strebt. Das ist wie so eine Energie, die jeder Mensch in sich drin hat. Ganz grundsätzlich. Und mit dem kann ich mich sehr identifizieren, weil ich auch die Haltung habe, hey, der Mensch ist auf Wachstum, also so guten Wachstum, auf Entwicklung aus und strebt natürlich nach dem. Ja, ich meine, das siehst du bei jedem Kind. Ja, jedes Kind versucht irgendwann mal aufzustehen. Ja. Ohne dass ihm Und irgendjemand zu laufen sagt. und ja. Ja, oder? Und auch in der Welt. Also ich meine, nicht nur schon, wenn du Pflanzen anschaust, Tiere anschaust. Es geht immer um Wachstum, um Aufblühen. Also das ist wie so eine... Außer bei Stein. ja. Sorry. Okay. Alles, was Leben in sich hat, strebt nach Wachstum. Jawohl. Und das ist so die Grundhaltung dahinter. Und sie haben eigentlich, und das sind die 3 Teile, die du beschrieben hast, das sind die 3 Grundbedürfnisse, haben wir auch schon gehabt. Aber es sind andere Grundbedürfnisse. Nicht verwechseln mit den psychologischen Grundbedürfnissen von Grave. Sie können sich... sind sehr, Also sie sind sehr ähnlich, aber es ist ein unterschiedliches Modell. Aber es Ja. hat definitiv Parallelen. ja. Also sie haben unhuere viele Überschneidungen. Ja. Und das ist, könnt ihr sonst auch gerne mal für euch hören. Hört mal die Folge und nachher die Grundbedürfnisse von Gravier, weil sie sich sehr gut auch ergänzen. Ja. Also nicht widersprechen, sondern sehr gut ergänzen auch. Und die 3 Grundbedürfnisse, sagen jetzt, die sind wichtig, dass die befriedigt sind, dass genau das Streben nach Wachstum, Entwicklung, dass das kann gedeihen. Und die 3 Grundbedürfnisse sind Autonomie, Kompetenz erleben und soziale Eingebundenheit. Yes. Lass uns doch durch die 3 durchgehen, die ein bisschen genauer anschauen, was bedeutet genau Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit. Und ich würde sagen, wir gehen einfach straight rein. Wir gehen einfach 3. Alright. Und dann gehen wir mit dem Flow. Gut, sehr gut. Also Autonomie habe ich noch spannend gefunden, weil ich gerade diese Woche ein Coaching hatte, wo das ein grosses Thema war. Es hat mir auch gerade geholfen, irgendwie da die Vorbereitung auf den Podcast. Und die Autonomie sagt eigentlich, dass wir müssen irgendwo durch eine Freiwilligkeit haben. Wir müssen irgendwo durch können selber entscheiden, was wir gerne machen würden, damit die Motivation entsteht. Also das heisst, wir müssen irgendwo Wahlmöglichkeiten haben. Im Beruf kann das Gegenteil davon sein, wenn jetzt mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte mir jeden einzelnen Schritt vorkommt und ich kann wie einen Auftrag nicht erfüllen, so wie ich das möchte, sondern es wird mir jeden einzelnen Schritt geben. Und die bessere Variante wäre, man gibt ein Ziel vor, wo ich nachher dann kann den Weg zu dem Ziel mir selber schaffen. Ich finde das sehr spannend, weil da gibt es eine wichtige Abgrenzung. Weil, also jetzt gerade bei Autonomie, also dass man sich selber als Urheber von seinem eigenen Handeln erlebt. Oder? Und es gibt ja viele Berufe, die hure starke Rahmenbedingungen haben. Oder? Und da ist eben dann auch die Abgrenzung von Unabhängigkeit oder Individualismus. Es geht nicht darum, dass ich alles frei machen kann und mir ja niemand sagt, was ich mache, zu tun habe. Weil als Beispiel im Operationssaal,
Ein Chirurg hat klare Abläufe. Und ich weiß nicht, wie Gestaltungsspielraum er hat. Jetzt gerade bei einer Operation, sagen wir, ein Kreuzbandriss, wo ja sehr klar ist, wie der Ablauf ist. Aber, dass man das Bedürfnis nach Autonomie kann auch befriedigt werden, ist, dass, wenn man trotz der Rahmenbedingungen sich damit kann identifizieren mit den Rahmenbedingungen. Okay. Oder also per se sind Rahmenbedingungen nicht nur schlecht, aber wenn ich auch verstehe und mit denen übereinstimme, mit diesen Rahmenbedingungen, warum es die auch gibt, bin ich trotzdem noch sehr autonom in meinem Handeln, wenn ich etwas mache, wo vielleicht auch trotzdem eingeschränkt ist von außen. Ja. Aber wenn ich mich immer noch als Urheber von meinem Handeln in diesen Rahmenbedingungen sehe, weil ich die Rahmenbedingungen vielleicht auch selber gesetzt habe, ist das Bedürfnis befriedigt. Okay. Ja, also ich habe fest auch mitgenommen in der Vorbereitung, dass es braucht einen Rahmen. Mhm. Und das ist jetzt noch spannend, weil im Coaching sind wir dann auf das zugekommen, dass wenn kein Rahmen gegeben ist, kann es nachher den Einfluss haben, vor allem auf das nächste Bedürfnis, Kompetenz, wo wir dann nachher darauf zurückkommen. Aber du musst irgendwo durch einen Rahmen geben, ein Spielfeld geben und dir selber auch, nicht jetzt nur von Chefinnen und Chefen, sondern du musst dir selber auch einen Rahmen geben, ein Spielfeld, wo du dann aber in diesem Rahmen selber kannst entscheiden, wo gehst jetzt du hin. Also wenn ich als Vorgesetzter einen Mitarbeiter habe und ich sage dem einfach so, hey, komm einfach am Morgen da ins Büro und mach deine Arbeit, kannst selber entscheiden, was für Arbeit das du willst machen und am 5 Uhr gehst du wieder. Dann ist das völlig orientierungslos. Und ich muss irgendwo durch einen Rahmen geben und sagen, hey, schau, das wollen wir erreichen, so soll das Ziel aussehen, so soll quasi das Resultat aussehen, wenn wir fertig sind. Und du kannst vielleicht mit diesen und diesen Vorgehensweisen arbeiten, aber du kannst selber entscheiden. Und dann fühlt sich die Person, und dort kommen wir nachher dann in die Kompetenz hinein, ich will jetzt da noch nicht zu früh, aber dann hat die Person auch eine Aufgabe, wo sie sagt, okay, gut, da kann ich jetzt drinnen arbeiten. Aber wenn einfach das eine grüne Wiese ist, wo du von null kannst anfangen, dann ist es ultra schwierig, um sich auch kompetent zu fühlen. Also in dem Coaching ist es auch fest so Zusammenhang gewesen, Autonomie und Kompetenz, aber nicht, dass wir da jetzt zu weit gehen. Ja. Ich habe dort dann auch mitgenommen, dass, wenn wir mit anderen Leuten zusammenarbeiten, das Bedürfnis nach Autonomie kann man auch geben, indem man verschiedene Optionen gibt. Und wir haben schon mal über das Beispiel geredet von, wenn du ein Kind hast, wo du ins Bett musst bringen, anstatt zu sagen, so, zieh jetzt die Pyjama an, wir gehen ins Bett. Das Bedürfnis nach Autonomie ist nicht gegeben, weil ich sage dir genau, was du machen musst. Wenn ich aber sage, du kannst dein Lieblingspyjama auswählen, weil es willst, das oder das Pyjama, dann ist das Kind so, ja, ich hätte gerne das. Und die Motivation ist viel höher, weil die Autonomie gegeben ist. Ich als Kind kann entscheiden, welches Pyjama das ich will anziehen. Und das kannst du aber auch mitnehmen in einen Arbeitskontext oder im privaten Kontext oder im Sport. Wenn du verschiedene Optionen zur Verfügung gibst, dann hat die andere Person viel stärkere Befriedigung von dem Gefühl nach Autonomie. Also ich tue zum Beispiel oft, wenn ich auch Offerten erarbeite, gebe ich in diesen Offerten verschiedene Optionen. Also willst du irgendwie noch eine Zusammenfassung nach dem Workshop, so ein kleines Handbook, ja oder nein? Und dann kann der Kunde wie entscheiden, gut, wir hätten gerne eins, dafür zahlen wir noch ein bisschen, oder wir nehmen es nicht und dafür zahlen wir nicht. Aber das Bedürfnis nach Autonomie ist dann viel mehr gegeben. Ja, man fühlt sich immer noch als, ich finde Urheber, das finde ich noch ein gutes Wort. Man kann selber bestimmen. Darum wahrscheinlich eine Selbstbestimmungstheorie. Genau, oder man fühlt sich ermächtigt, sich so steuern, wie man möchte. Oder? Obwohl es immer einen Rahmen gibt. Auch wenn du sagst, ja, möchte er mit oder ohne Handout, du gibst ja den Rahmen vor. Ja. Aber sie haben dort drin Autonomie. Handlungsspielraum, ja. Handlungsspielraum. Ja. Wenn wir zu der Kompetenz kommen, die 3 schnell einfach ein bisschen beschreiben und dann können wir dann abdriften und ins Chaos gehen. Yes. Also das ist jetzt aber noch spannend, weil in dem Coaching haben wir über einen Mitarbeiter von ihm geredet, der sehr viel Autonomie hat. Der hat können selber entscheiden, was er will machen. Der hat sehr viele Freiheiten gehabt, hat wenig irgendwie Vorgaben bekommen, von wie etwas muss gemacht werden. Was jetzt aber dazu geführt hat, dass er sich selber Aufgaben genommen hat oder Aufgaben bekommen hat, die viel zu schwierig, viel zu herausfordernd sind für ihn zu diesem Zeitpunkt. Was dazu geführt hat, dass er sich massiv unkompetent gefühlt hat, was die Motivation dann wieder
senkt. Und Kompetenz, oder der zweite Punkt von dem SDT, Kompetenz ist eigentlich so, ich muss mich als wirksam empfinden, ich muss können Wirkung erzielen in dem, was ich mache. Es darf nicht schwierig sein, es darf nicht einfach sein, es muss so der Sweet Spot sein. Also die Herausforderung muss passen mit den Kompetenzen. Und dann fühlen wir uns kompetent. Ja, voll. Weiß gar nicht, es gibt gar nichts zu ergänzen. Hast du wunderschön beschrieben, ist genau das, oder? Und ich meine, das ist etwas, und da kommen wir jetzt viele Verknüpfungen mit anderen Folgen, weil wir das immer wieder mal sagen. Wenn du willst, sagen wir, anfangen zu meditieren, dann ist vielleicht eine 30-minütige Meditation nicht the way to go, wenn du vorher noch nie meditiert hast. Sondern vielleicht starten wir mal mit einer 3 Minuten angeleiteten Meditation auf YouTube. Und dann passt das Kompetenzlevel mit der Herausforderung überein. Dasselbe mit Joggen. Wenn du jetzt sagst, okay, gut, bin jetzt ein Jahr nicht joggen, ich gehe als allererstes mal 10 Kilometer joggen. Dann wird das Kompetenzerleben nicht übereinstimmen oder das Kompetenzlevel wird nicht übereinstimmen mit der Herausforderung. Was dann wiederum die Motivation reduziert. Dann bist du bei Kilometer 2 und denkst, Alter, was ein Scheiß. Fuck, ja. Macht dir keinen Bock. Und verlierst so die Motivation. Voll. Also es geht immer um eine realistische Einschätzung von, was sind meine Fähigkeiten und was für eine Aufgabe, sagt das beim Arbeiten oder sagt das ein sportliches Ziel, whatever, wo dazu passt. Und nicht um nichts gibt es in dieser Smart-Zielmethode, dass er von realistisch, weil das ist zielt genau auf das ein, dass ich mich kompetent fühle, weil wenn ich mich kompetent fühle, bleibt meine Motivation länger erhalten. Und auf das möchte ich dann eben nachher noch eingehen, weil gerade das auch durch unterschiedliche Social-Media-Einflüsse einem ja auch ein verzerrtes Bild vielleicht ergibt. Oder? Dass man da das Gefühl hat, ja, das muss ich machen, aber eigentlich gar nicht in mein Kompetenzlevel passt oder auch irgendwie zu meiner Persönlichkeit. Hast du ein Beispiel von so einem Video, das du auf Social Media gesehen hast, wo du so bist? Hey, einfach classy, okay, ich gehe gerade rein. Komm, einfach classy. Ich bekomme das Gefühl, du hast da etwas ganz Spezifisches im Kopf. Also sind wir ehrlich, alle Motivationscoaches erzählen dir genau das Gleiche auf Instagram. So, wirklich ganz oberflächlich. Du musst früh am Morgen aufstehen. Du musst alle Distractions loswerden. Du musst ins Gym gehen. Nicht ein anderer Sport haben. Es ist immer Gym. Manchmal ist es noch Kampfsport. Was haben wir noch? Tagebuch führen, ganz wichtig. Kalt duschen, noch besser kalt baden. Und am besten bist du noch Single, weil Distractions. Ja. Das ist so, perfekt. Das ist so der Classy oder Focus on you. Ich erfülle, glaube ich, kein einziges. Genau. Und das ist so, egal wer du jetzt nimmst, alle sind so plus minus das. So ein bisschen prophezeien. Mag ja sein, dass das für die Leute, die das prophezeien, passend ist fürs Kompetenzerleben. Vielleicht sind sie per se, biologisch gesehen, Early Birds. Gibt es ja. Andere sind Nachteulen, die einfach nicht schaffen, am 5 Uhr morgens aufstehen. Ja. Aber die bleiben bis um 2 Uhr morgens wach und sind dann am Hustlen. Late-Night-Sessions. Und dort fängt es schon an. Gewisse schießt es brutal an, ins Gym gehen und haben dann die Kompetenzen, aber es sind hervorragende, sagen wir, Langläufer. Gut, dann fuck off. Scheiß aufs Gym. Oder? Und dort auch das Kompetenzleben. Und das meine ich mit, wir bekommen irgendeinen Eindruck, und ich will das Beispiel nachher nochmal aufnehmen, für ein anderes Thema, wir bekommen irgendeinen Eindruck, ja, das ist der State of the Art, oder? So müssen wir sein, aber es ist weit weg von meinem Kompetenzerleben. Ja. Also, wie kann ich, wenn ich mich möchte, irgendetwas vornehmen, wie passt das zu mir auch und zu meinen Kompetenzen? Ja. Dass ich das Kompetenzerleben kann aufrechterhalten, dass ich mich selbstwirksam fühle. Und ich glaube gerade so, jetzt in dem Bild, das du gegeben hast, von so einem typischen Influencer-Motivationscoach, der Spielrahmen, den er dir vorgibt, wenn wir zurück zur Autonomie kommen, ich bin gar nicht auf diesem Feld. Ja, so, weißt du jetzt zum Beispiel, jetzt hört jemand das, hat vielleicht 2 kleine Kinder, muss irgendwie finanziell dafür sorgen und ist halt dummerweise in einer liebenden Partnerschaft, wo er ist gar nicht auf dem Spielfeld. Ja. Er kann gar nicht von dem irgendwie mitnehmen, weil er muss irgendwie die Kinder irgendwie ins Bett bringen, vielleicht irgendwie am Morgen wecken sie, okay, dann steht er mal auf, bringt sie irgendwie hin, dann geht er arbeiten und ich glaube, man muss für sich selber herausfinden, hey, wo
was ist mein Spielfeld? Auf welchem Platz bin ich überhaupt? Ist es ein Fußballplatz? Ist es ein Gymplatz oder was auch immer das ist? Die Analogie zeigt jetzt ein bisschen. Und zweitens, was kann ich davon überhaupt übernehmen? Wo bin ich kompetent und wo kann ich die Kompetenz mitnehmen? Weil ich glaube, die typischsten Kompetenz von Stationen sind so, wenn die Rollen unklar sind. Eben, wenn du jetzt als Vater von 2 jungen Kindern und du nimmst jetzt die Rolle an von einem 24-jährigen Gym-Influencer, wird nicht aufgehen. Wenn Prozesse chaotisch sind, wenn Zeit oder Ressourcen knapp sind, auch dort, wenn du 2 Kinder hast, dann wirst du nicht Zeit haben, um jeden Tag 1,5 Stunden ins Gym zu gehen. Und ich glaube, dort muss man sich einfach überlegen, hey, auf welchem Spielfeld bin ich? In welchem Rahmen bewege ich mich? Und wo in diesem Rahmen kann ich mich kompetent fühlen? Ja, und auch bei kompetent, weißt du, also ich finde, man hat jetzt immer gesagt, man muss ein bisschen anpassen, welche Aufgabe passt zu meiner Kompetenz. Es darf schon herausfordernd sein. Also es ist ja wichtig, dass es herausfordernd ist. Also verstehen wir uns da nicht falsch, das haben wir in unterschiedlichen Folgen auch schon gesagt. Hey, es muss ein bisschen eine Challenge dabei sein, oder? Aber eine gute Challenge. Das, was du gesagt hast, der Sweet Spot. Nicht komplett überfordernd, aber auch nicht, ja, das kann ich schon. Oder? Sondern hey, ich habe eine gute Grundlage, um mich dort anzuschaffen. Und habe dann vielleicht auch Ressourcen oder Strategien, wie ich mir die Kompetenz kann erarbeiten kann. Yes. Sagen das andere Leute, Sachen, die ich kann übernehmen von anderen Bereichen in meinem Leben, aus früheren Erfahrungen, wo kann ich andocken auch, oder? Also das kommt ja dann auch noch dazu. Ich habe letztens ein Video gesehen von einem Vater, wo genau dort, wo du gesagt hast, hey, es darf herausfordernd sein, aber es muss halt irgendwie in deinem Rahmen drin sein. Und zwar, irgendwie seine Tochter war krank gewesen, und der hat aber gesagt, hey, ich muss irgendwie noch Sport machen, aber ich kann jetzt halt nicht im Haus. Und er hat, glaube ich, irgendwie ein 2-stöckiges Haus mit Stegen und mit dem Keller 3. Und er ist einfach 1,5 Stunden Stegen gelaufen in seinem Haus. Weil er gesagt hat, er muss irgendwie sich noch bewegen, er muss seinen Sport machen. Und er ist einfach 1,5 Stunden Stegen runter, sodass er aber daheim kann sein kann, dass, wenn seine Tochter irgendetwas braucht, dann hat er vielleicht mal irgendwie nach einer halben Stunde hat er schnell Pause gemacht, ist schnell irgendwie Wasser bringen und hat wieder weitergemacht. Aber das ist für mich genau so ein Beispiel von, du bleibst in deinem Rahmen und nimmst aber, tust dich selber herausfordern mit einer Aufgabe, die hat ihn wahrscheinlich schon ein bisschen angeschissen, dass er jetzt nicht seinen Sport machen kann. Aber er hat es gemacht. Und dort hast du die Herausforderung von, Wettli brennen dann wahrscheinlich schon ein bisschen, wenn du 1,5 Stunden die Stege rauf und runter laufst. Ja. Aber er ist wie in seinem Spielfeld gewesen, in seiner Autonomie. Er hat sich die Freiheit genommen und gesagt, ich mache jetzt meinen Sport. Ich bin halt eingeschränkt, aber er fühlt sich dort trotzdem autonom, weil er eine Aufgabe gemacht hat, die in diesem Rahmen möglich war, nämlich er muss daheim bleiben. Und er war so kompetent gewesen, dass er gefunden hat, es muss jetzt irgendwie ein bisschen challenging sein, also laufe ich 1,5 Stunden. Ich weiss nicht, ob er dann nach einem am Anfang noch irgendwie eine Gewichtsweste gehabt hat und so. Aber dort ist es nachher wieder challenging. Ja. Ja. Machbar, aber challenging. Ja. Voll. Dann kommen wir zum dritten Bedürfnis, wo wichtig ist, dass das in Anbetracht, also mit reingenommen wird, aber auch, dass es befriedigt wird, nämlich so die soziale Eingebundenheit. Und dort sehe ich 1:1 den Link zu den Grundbedürfnissen vom Bedürfnis nach Bindung. Also das ist einfach so ein wichtiges Bedürfnis, dass wir sozial eingebunden sind, dass wir gute Beziehungen haben in unserem Leben, die auch Energie geben, die uns stützen, die spannend auch sind, oder wo wie geil sind. Oder? Und ja, und ich meine, also da 2 einfache Beispiele. Arbeit und Sport. Es kann sein, dass ich beim Job einen super klaren Rahmen habe. Ich habe die Autonomie, ich kann selber entscheiden, wenn ich ans Ziel komme. Ich habe vielleicht genau die richtige Aufgabe von Herausforderungslevel her. Also ich fühle mich auch kompetent, die ersten 2 Bedürfnisse sind gegeben. Und jetzt aber kann ich mit niemandem im Geschäft irgendwie ein gutes Gespräch führen. Es schiessen mich alle an. Ich habe keinen Bock, um irgendwie mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Dann wird die Motivation für die Arbeit wahrscheinlich nicht gegeben sein. Weil jedes Mal, wenn du ins Geschäft gehst, denkst du, Alter, schießt mich das an, jetzt muss ich den Doppel wieder sehen. Und im Sport dasselbe. Es kann sein, du bist in einer Fußballmannschaft, du fühlst dich autonom, du bist vielleicht in der Startelf, du fühlst dich kompetent, weil du bist in dieser Liga, wo du willst sein. Aber wenn die anderen 10 Spieler dich aufregen,
wirst du wahrscheinlich nicht allzu motiviert sein, um ins Training zu gehen. Ja. Und darum, ich glaube, da so der dritte Fehler von dem Modell ist nicht zu unterschätzen, weil es kann die ganze Motivation einfach kaputt machen. Ja, also die drei ergänzen sich. Also es kann ja, ich habe das Gefühl, manchmal hat es ein bisschen Puffer-Effekt, oder? Ja, ja. Also auch wenn mal die Stimmung in der Mannschaft vielleicht gerade ein bisschen scheiße ist, aber irgendwie die anderen stimmen, dann kann das auch ein bisschen aufheben und umgekehrt, oder? Wenn die Stimmung mega gut ist, aber irgendwie Kompetenz, vielleicht nicht gerade Kompetenz, also man verliert gerade ein bisschen, kann das auch unterstützend sein, aber so langfristig oder im Optimalfall, man redet immer vom Optimalfall, dass die 3 gegeben sind Ja. für eine Top-Motivation. Im Optimalfall sind die alle 3 gegeben. Und was ich da auch weitere Verbindung zum Thema Einsamkeit, gell? Also das ist mir jetzt da in der Vorbereitung auch schon nochmal so, und jetzt noch ein paar Mal gelesen, so, dass Einsamkeit die ähnlichen Hirnareal oder Strukturen aktiviert wie körperlicher Schmerz. Mhm. Um einfach nochmal die Wichtigkeit von sozialen Beziehungen vorzuheben. Also wenn wir ausgegrenzt werden beim Arbeiten, wenn wir gemobbt werden in einer Fußballmannschaft, was auch immer, das hat massive Einfluss auf zum einen das Wohlbefinden, auf die Motivation und auch auf wie gehen wir in die Situationen hinein. Voll. Ja. Also können wir festhalten, Ja. dass so eine optimale Arbeitsstelle zum Beispiel eine Stelle ist, wo ich immer wieder das Gefühl habe, ich kann mich so steuern, dass ich die Entscheidung kann selber treffen kann, dass ich mich auch kompetent fühle, dass ich coole Aufgaben habe, die mich auch ein bisschen herausfordern, aber immer wieder das Gefühl habe, ja, da komme ich an oder weiss, wie ich Lösungen dazu finde, plus auch noch eingebunden in ein cooles Team, cooles Projektteam, gute Leute rundherum, wo auch die Beziehungsebene so gegeben sind. Das ist eigentlich so ganz kurz die optimale Arbeitsstelle. Voll. Ich glaube, so Und- der grösste Killer für Autonomie in der Arbeitsstelle ist so Micromanagement von oben. Mhm. Weil halt eben, wenn dann die ganze Zeit immer wieder von oben geschaut wird, hey, wie machst du jetzt das genau und okay, das musst du jetzt so machen, dann ist das kaputt. Eine Überforderung oder eine Unterforderung, was dann bei dem Thema Kompetenz ist, Mhm. ist nicht gut. Und ja, ich glaube, bei den Beziehungen oder Verbundenheit ist dann relativ klar, wenn so ein bisschen hässige Stimmung rum ist, wenn so ein bisschen, auch so ein bisschen hinter dem Rücken werden Sachen erzählt und so, das macht ultra etwas kaputt. Ja. Und darum wird das Modell so oft auch in der Arbeitspsychologie gebraucht, Yes. oder? Weil man kann halt sehr gut auch mit Teams so arbeiten, oder mal auch so eine Ist-Analyse machen. Wie stehen wir, oder? Und da möchte ich auch noch aufhören, es ist sehr individuell. Also wie du sagst, gewisse haben ein riesiges Autonomiebedürfnis, dass sie möglichst viel von ihren Sachen selber machen können. Und dann ist das Spielfeld vielleicht ein grösser, aber sie können es gut handeln. Währenddessen, und das ist vielleicht oftmals auch, wenn jemand neu in ein Team kommt, ist es schwierig, wenn die Person genau das gleiche große Spielfeld hat wie jemand, der seit 15 Jahren dort ist und alle Prozesse und Abläufe genau kennt. Oder? Also muss man dort auch situativ schauen, was ist jetzt hilfreich. Voll. Und ich glaube, was nicht zu unterschätzen ist vor allem im Arbeitskontext, dass man sich vielleicht gewisse Sachen auch holt. Nicht immer nur die Erwartung hat, meine Chefin oder mein Chef muss mir das jetzt geben. Ich weiß nicht, ob ich mal im Podcast erwähnt habe, aber mein letzter Chef, bei meiner letzten Stelle, hat mir sehr viel Autonomie gegeben. Und es ist sehr frei und ich kann sehr selber können entscheiden, was ich will machen. Du weißt, von mich reden. Und das ist eigentlich mega. Und ich bin eigentlich auch jemand, der sehr starkes Autonomiebedürfnis hat. Aber ich habe wie neu dort angefangen und ich habe wie... Das Spielfeld war zu gross gewesen. Ich habe wie gar nicht gewusst, wo irgendwie anfangen. Und ich bin nach irgendwie 2-3 Monaten bin ich zu ihm und habe ihm gesagt, hey, ich bin lost. Ich sehe den roten Faden gerade nicht. Ich brauche jetzt gerade stärkere Führung. Und dann hat er gesagt, gut, kein Problem. Und dann haben wir zusammen ausgearbeitet, was die nächsten paar Monate irgendwie sind und wie wir das angehen. Und dann hat das nachher super geklappt. Und dann über die Zeit sind wir wieder auf das Autonomielevel, wo am Anfang gegeben war, aber dann bin ich auch kompetent genug gewesen, um das Autonomielevel irgendwie auszufüllen. Plus, wie ich sage, die Beziehungsebene ist auch noch gestärkt worden, weil ihr habt auf einer Vertrauensbasis, also du hast ihm ja vertraut, dass du offen und ehrlich zu ihm bist. Voll. Oder? Also die ist ja dann auch noch gestärkt worden. Ich finde immer, wenn man jemandem einen Vertrauensvorschuss gibt, stärkt das auch noch die Beziehung. Ja. Also das ist ja dann auch noch gefördert worden, aufgrund von dem, durch deine Offenheit und Ehrlichkeit.
Und voll, ich bin hart deiner Meinung, es muss nicht immer alles von oben runterkommen, sondern wenn ihr merkt, oh, es ist ja für beide Seiten hilfreich, wenn man weiss, wo man steht. Oder? Und dann kann man das auch anpassen. Voll. Was ich noch schön finde, Weil, ja, sorry schnell, Thema Verantwortung, ihr seid auch verantwortlich für euch und eure Arbeitsstelle oder für euch und euer eigentlich Hobby. nur. Ja, voll, also nur, ja, sorry. Also ich glaube, wir sind verantwortlich für uns. Ja. Und wenn wir etwas nicht bekommen, dann müssen wir für uns entscheiden. Wenn wir jetzt keine Führung bekommen, dann müssen wir es für uns entscheiden, hey, will ich das ansprechen oder nicht. Mhm. Aber es ist wie deine Verantwortung, um das für dich zu entscheiden. Mhm. Ob du damit willst leben oder ob du etwas dagegen willst machen. Ja. Was ich noch spannend finde, weil die 3 oder das SDT-Modell, jetzt ist es passiert, das zahlt ja eigentlich auf Motivation ein. Ja. Und in dieser Theorie sagen sie, es gibt verschiedene Arten von Motivation, auch in der Qualität. Mhm. Also wie gut ist die eine Motivation und die andere. Und sie haben da ein Spektrum. Und wir haben da, glaube ich, auch schon mal von 2 Begriffen geredet, also extrinsische Motivation und intrinsische Motivation. Extrinsische Motivation ist alles, was uns motiviert, etwas zu machen, was von außen kommt. Also ein Lohn, ein Bonus, eine Belohnung, aber auch Drohung. Also, hey, du machst jetzt das, sonst kann dich schon auch motivieren. Ja. Es ist einfach die Qualität von der Motivation ist nicht so hoch. Und intrinsisch ist so, dass ich mache etwas, weil ich es machen will, weil ich Spass daran habe. Und ich habe jetzt aber herausgefunden, und du hast mir gesagt, du hast mir mal eine letzte Hirnzelle dazu Ich habe gemeint, ja. aber Ja. ich weiß es nicht mehr. Es gibt wieder verschiedene Abstufungen und die gehen wir nur schnell durch, weil wir müssen jetzt die einzelnen nicht durchgehen. Aber so die beste Art von Motivation auf der einen Seite vom Spektrum ist die intrinsische. Du machst etwas aus reiner Freude. Ja. Und dann gibt es Integration, Identifikation, Introjektion, extern. Da sind wir dann schon quasi auf der anderen Seite vom Spektrum mit Introjektion und extern. Und ganz am anderen Ende ist Amotivation. Und das Ja. ist dann wirklich mit so Sinnlosigkeit, es bringt eh nichts. Und dort daneben ist dann auch so die Drohung drin. Mhm. Von, hey, mach jetzt das. Ja, es geht sogar noch weiter. Also, wenn man das, ich finde es trotzdem noch spannend, weil Drohung würde ich eher bei der externen Ja, ja. tun. Weil bei Amotivation ist, dass ich jegliche Intention oder was mein Handeln genau ausmacht, keinen Sinn da drin sehen, kein Verständnis, nicht mal für Konsequenz. Es ist wie so in dieser Stege, wo du hast müssen putzen, wo es geregnet hat. Ja, es ist wirklich so, ja, genau so. Wirklich, oder? Und also nicht mal eine negative Konsequenz, wenn ich Angst hätte, wenn ich es nicht mache, Ja. verstehe ich, sondern es ist wirklich so, ich weiß nicht mal, wieso ich das mache und ich weiß auch nicht, was wird passieren, wenn ich es nicht mache oder ich verstehe nicht, was das für eine Dreckskonsequenz hat. Ja. Oder es ist Ähm, vielleicht auch gleich. Oder es ist dir auch egal. Ja. Ähm, Ich glaube, das so- ist... Sorry, so machen wir. wirklich Amotivation, ich glaube, da machst du einfach auch gar nichts. Also das löst null Energie aus, um irgendwie ins Handeln zu kommen. Ja. Ich glaube, das ist so der schlimmste Fall, der da passieren kann, wo ich, wenn ich so zurückdenke, so ein bisschen als Sektzeit. So in der 3. Sek. Ah, Pubertät. Ja. Und sagen wir in der 3. Sek, du hast deine Lehrstelle. Du weißt, okay, fürs nächste halbe Jahr habe ich jetzt noch Schule, aber ich habe meine Lehrstelle. Und dann kommt so eine Motivation auf, von für was mache ich das jetzt eigentlich? Die Lehrer sind vielleicht auch nicht mehr so streng. Du selber bist so, ja, scheißegal, was passiert, weil ich fange im Sommer meine Lehrstelle an. Ja. Dann sind sie noch ein bisschen pubertär und sehen vielleicht Konsequenzen auch nicht so. Ja. Dort, finde ich, sieht man das leider noch oft. Ja. Ja, Ja, also ja. im 10. Schuljahr. Ja, total. Also das ist ein super Beispiel. Ja. Ja. Ich bin jetzt gerade mal andere Beispiele am Studieren, aber ich kenne jetzt niemanden im Umfeld. Aber ich habe gemeint, ich habe mal von dem gehört, es gibt auch Leute, die einfach Steuern nicht zahlen. Ja. Also Und- die Steuerhinterzieherinnen. Nein, sondern auch mit den Konsequenzen, ihnen ist es eigentlich egal. Ha. Ich habe gemeint, Geht das? ich habe gemeint, das gibt, ja, ich glaube wirklich, weil sie sehen den Sinn nicht im Steuerzahlen und sie haben auch keine Angst vor den Konsequenzen oder sie sehen den Sinn nicht in den Konsequenzen, dass einfach nichts gemacht wird. Ja, aber dort hast du dann schon quasi auf dem Spektrum eins weiter in der Mitte extern. Nein, aber Es gibt ja Bestrafung.
Ja, aber, sie nicht mal, aber die Bestrafung nehmen sie mal ernst. Es ist ja auch gleich wie der dritte Sek. Wenn du hast eine Lehrstelle, gehst Ja, in die aber was Schule. heisst, es ist nicht gleich? Irgendwann kommt dann eine Rechnung, dann kommt ein Ich Mann, habe dann kommt letztens gemeint mit jemandem, mit so Leuten, es gibt natürlich sehr wenig Leute. Und ich habe wirklich auch versucht, bei A-Motivation ein Beispiel aus meinem Alltag. Und ich habe keins gefunden. Weil, mal die Steine, die du geputzt hast. Im ja, Regen. aber auch dort ist noch ein bisschen, ich habe sie schlussendlich geputzt, weil ich Angst hatte vor der Konsequenz. Ah, okay. Oder, also ich habe nichts, wo mir auch egal ist, ob ich eine Konsequenz wie das bekomme. Ja. Darum ist mir sehr schön. Ja, also ich habe bei mir auch nichts Konkretes können aufschreiben. Ich habe einfach so gewisse Arbeit, aber ich habe jetzt nichts Konkretes. Ja, aber dann gehen wir Ja. eins weiter, weil ich nehme an, die meisten geht so. Und so der nächste Ding ist so, ich sehe immer noch keinen Sinn, so das externe Regulation, ich sehe immer noch keinen Sinn. Aber ich muss, sonst passiert. Aber ich habe XY. Angst vor der Bestrafung. Ja. Genau. Und dann kommt so, die nächste ist so introjizierte Regulation, die geht schon ein bisschen weiter, ist, ich nehme es ein bisschen näher an mich an, weil wenn ich es jetzt nicht mehr mache, hätte ich Schuldgefühl oder ich schäme mich, wenn ich es nicht gemacht habe. Und dort ist dann schon mein Selbstwert auch wieder mit an Bord, weil der würde dann darunter leiden. Also es ist schon ein bisschen näher an, ja, ich... So war es bei mir in der Lehre gewesen. So, lernen aus Angst zu versagen. Also so, ich sollte das machen, sonst fühle ich mich schlecht. Ich habe in der Lehre, glaube wirklich einfach nur gelernt, weil ich so war. So, sonst habe ich schlecht gewissen, dann liege ich am Abend im Bett und bin so, shit, Mondprüfung. Ja. Also hat schon ein paar so Situationen gegeben. Ja. Hey, wir werden euch irgendeinen Link geben, wo das drin ist, weil ich finde das mega spannend. Das ist eine zum krasse Schauen. Übersicht. Weil ich finde es mega spannend, zum all die Handlungsfelder, die man im Leben hat, dort mal einzuordnen. Ja, ich habe für mich wirklich aufgeschrieben, wo ist was. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel Lehre, eben bei dieser Introjektion. Und Studium, vor allem so, ich würde sagen, das Ende vom Master ist für mich fest Identifikation gewesen. Von, das ist mir wichtig. Ich möchte das sauber abschliessen. Das ist mir wichtig. Aber ich habe jetzt am Schluss vom Master ist dann die Motivation fürs Studium selber nicht mehr riesig gewesen, aus einer intrinsischen Motivation. Aber so anfangs Bachelor sind wir wirklich einfach so Zusammenfassungen geschrieben, einfach weil wir so gewesen sind, so, wir lernen jetzt da wirklich Neues und wir haben wirklich Weil es lernen. cool ist. Ja. Wir sind so Streber. Das ist dann so, eben, das ist die nächste, du sagst, es identifiziert dich, oder? Also die Handlung wird immer noch als ist persönlich wichtig, man nimmt es als wertvoll, aber es ist auch nicht mega übertrieben, aber es hat einen gewissen Stellenwert. Und das nächste ist dann so das Integrierte, also meine Handlung und das Gefühl, das ich dabei habe, das ist harmonisiert, es stimmt auch mit meinem Selbstkonzept überein, also das ist dann schon sehr, sehr nah So, das bin ich. an intrinsischer Motivation. Voll. Oder? Es hat dann vielleicht immer noch auch eine Komponente, die extern ist. Oder? Ich meine, ich würde jetzt sagen, mein Job jetzt ist integriert. Weil es hat immer noch eine externe Komponente, weil ich bekomme Geld dafür. Ja, fair. Also wenn jetzt die Geldkomponente weggehen, ich will es wahrscheinlich nicht mehr machen. Oder nicht mit dieser Intensität. Ja. Oder? Nicht mehr, wahrscheinlich nicht mit dieser Intensität. Oder? Aber so die Inhalt und die Leute und all das, was dort ist sehr, sehr nah bei meinen Werten und was mich auch glücklich macht und motiviert. Oder? Und jetzt das Beispiel dann für, auch wenn es keinen Lohn gibt, und ich mache es trotzdem mit dieser Intensität, ist der Podcast. Und da bin ich Mann. Wir verdienen kein Geld. Vollgas intrinsisch motiviert. Und es ist mir eigentlich scheissegal, wie viel Aufwand es braucht. Es macht einfach Spaß, es bockt. Und ich will sagen, die 3 Bedürfnisse sind auch da super abdeckt. Wir sind sozial eingebunden miteinander. Ja. Wir haben ein höchstes Kompetenzerleben, weil wir lernen Sachen dabei. Wir können an Sachen andocken, die wir schon wissen und uns noch weiterentwickeln. Aber es ist jetzt nicht übertrieben anspruchsvoll, dass wir in die Überforderung gehen, vielleicht ganz am Anfang. Aber am Anfang haben wir uns extra nicht zu hohe Ziele gesetzt. Wir haben wie so gesagt, so, wir starten einfach mal, schauen mal, wie ist Audioqualität, wir schauen mal, wie ist so der rote Faden. Aber wir haben jetzt nicht gesagt, okay, es muss jetzt auf einem professionellen Level sein. Ja. Und wir haben wie nachher dann dort können die Kompetenzen so einordnen, dass wir sagen, okay, es ist herausfordernd, aber es ist wie nicht zu hohe Ziele zum Erreichen. Ja. Wenn wir jetzt gesagt hätten, Video- und Audioqualität muss sein, wie mit dem Studio. Bei einem Stephen Bartlett oder was auch immer, ja, dann wären wir weit weg vom Kompetenzlevel gewesen. Und auch, hey,
Autonomie, wir geben uns unseren Rahmen, wir können uns dort rein, wir müssen uns auch einen Rahmen geben. Ja. Und wir haben klar über den geredet, ganz am Anfang. Ja. Wie bauen wir es auf, wer macht was, dass es wir eigentlich immer noch können selber gut entscheiden, wie machen wir es und so. Mhm. Ich meine jetzt zum Beispiel, ich weiss, die Folge wie ich schneide. Das ist klar. Aber ich kann immer noch selber entscheiden, wie schneide ich sie, wann schneide ich sie. Schlussendlich muss sie einfach in 2 Wochen da oben sein. Yes. Oder? Ich habe eben in dem, und das ist wirklich eine geile Übersicht und die müssen wir, die findet ihr entweder unten in den Shownotes. Ja, ihr findet sie unten in den Shownotes. Wir tun das verlinken, weil es ist wirklich eine lässige Aufstellung und wenn man selber mal schaut, hey, was für Sachen in meinem Leben mache ich mit welcher Motivationsqualität, ist wirklich noch interessant. Und ich habe mich selber erstaunt mit etwas, wo bei mir in der Integration ist. Mhm. Und zwar Networking. Mhm. Ich habe eigentlich gemeint, so, das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Aber habe dann müssen erkennen, dass Networking, wenn ich gehe networken oder wenn ich irgendwie mit Leuten in Kontakt gehe oder ich gehe irgendwo an ein Fest und ich tue irgendwie mit unterschiedlichen Leuten reden, dann ist das eher eine Integration als eine intrinsische Motivation. Mhm. Was? Erzähl. Also Integration ist ja so, das bin ich identifiziere mich so. Und eine intrinsische Motivation ist, ich mache das gern. Aber es gibt viele Situationen, wo ich eigentlich nicht so Bock habe zum Networken, Mhm. wo ich es anstrengend finde, wo ich so bin, so, jetzt heute vielleicht nicht. Und es dann aber trotzdem mache, weil ich so bin, so, hey doch, irgendwie das bin ich, das ist mir wichtig, ich möchte jetzt mit diesen Leuten reden, weil ich mich so identifiziere oder weil ich mich so quasi integriere in meiner Persönlichkeit. In dein Selbstkonzept auch, oder? Voll. Ja. Und das habe ich noch interessant gefunden, weil ich wirklich gemerkt habe, das ist eine andere Art von Motivation und habe das dann wie können neu zuordnen. Und habe mich wirklich auch überlegt, hey, was mache ich intrinsisch? Weil das sind dann, glaube ich, wirklich wenig Sachen im Leben. Und es war bei mir auch der Podcast gewesen und Golf. Mhm. Hey, bei Sport mega. Bei Sport Ja. ist es brutal, weil das ist wirklich einfach nur, ich gehe manchmal alleine golfen. Mhm. Und ich mache es einfach nur, weil es mir Bock macht. Mhm. Und das ist, ich glaube, so die Sachen zu identifizieren, die man wirklich einfach macht, weil man sie gerne macht, wo man niemand anders dabei haben muss, die sind crazy. Hey, mega. Und jetzt da möchte ich nochmal das Thema aufgreifen. Oder wir haben auch eine Folge gemacht über Zielsetzung, Ziel erreichen und so. Und die Punkte, die wir jetzt gesagt haben, wenn das auf Ziel zutrifft, oder also wenn das Ziel oder die Tätigkeit möglichst nah bei intrinsisch ist, muss nicht bei intrinsisch. Natürlich wäre es schön, aber es kann auch bei integriert oder identifiziert sein. Aber das braucht so viel weniger Energie. Ja. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Es braucht so viel weniger Energie, um dann etwas zu machen, als wenn es irgendwo gesteuert wird aus einem inneren Druck oder das Gefühl von fuck, jetzt hast du schon wieder nicht gemacht, Ivo. Scham oder es greift den Selbstwert an oder noch schlimmer von äußeren Konsequenzen, wenn ich es nicht gemacht habe. Wenn das dort ist, es braucht so viel Energie, um mich jeden Tag dazu zu motivieren, das zu machen. Also wenn ich nur arbeite, dass ich meine Wohnung nicht verliere, und ich tue das bewusst vermeidend formulieren, wenn der einzige Grund ist, dass ich meine Rechnung kann zahlen und meine Wohnung nicht verliere, die Motivation wird nicht so hoch sein für den Job. Und es braucht viel Energie, um sich selber zu motivieren. Und dort sind wir dann so bei dem Thema, so reine Willenskraft. Ich stiere mich jetzt dort durch. Das sind dann wieder auch so die Guys auf Instagram. Genau. Und Just do it. just do it, ja. Ja. Und wenn wir aber näher sind, das Ziel und die Aufgaben näher an meinen persönlichen Wert sind, ich mich dort rein, die 3 Bedürfnisse auch befriedigt sind, das braucht so viel weniger Energie. Und dort rede ich persönlich von Selbstregulation. Also ich kann mich regulieren, dass ich das gerne mache, dass mir Freude macht. Es gibt mir Energie, es gibt mir Motivation, um das zu machen. Und es braucht so viel weniger Anstrengung als das andere. Oder? Und dort ist dann immer so, ja, es braucht einfach eisernen Willen, bis durch und so. Disziplin. Wann entsteht Disziplin?
ich glaube, wir zwei haben die höchste Disziplin bei diesem Podcast. Das stimmt. Wir haben eine riesige Disziplin bei dem Podcast, weil es unsere Grundbedürfnisse befriedigt, weil es Spass macht, weil es intrinsisch weil ist. es intrinsisch ist. Wir haben eine riesige Disziplin. Das stimmt, ja. Und jeder Mensch hat eine riesige Disziplin In dem, was er in- gerne macht. in unterschiedlichen Sachen, die zu Ja. ihm oder zu ihr passen. Und darum ist es mir so wichtig, sorry, dass ich gerade so intensiv am Reden bin, aber Ja. darum ist es mir so wichtig, dass jeder Mensch für sich die Sachen findet, die zu einem passen. Und darum bin ich auch so allergisch auf die Vergleiche, die immer wieder Ja. entstehen. Weil das gibt einem das Gefühl, ich muss das auch. Aber es passt vielleicht gar nicht zu mir. Und dann versuche ich, mich irgendwie da durchzubeissen. Es braucht so viel Energie, um das zu machen, wenn all meine Kollegen Rennvelo fahren. Und ich jetzt auch anfange Rennvelo fahren. Aber ich muss mich immer überwinden. Die ganze Zeit. Es ist so anstrengend. Ja, und jetzt stell dir vor, jetzt nehmen wir das Beispiel von Rennvelofahren. Die machen das auch schon seit 2 Jahren. Jetzt, du hast das Bedürfnis nach Verbundenheit. Eins von diesen 3. Und bist so, ich gehe jetzt auch. Aber du hast die Kompetenz gar nicht. Du gehst jetzt mit denen auf die Velotouren und es schießt dich einfach nur an, weil sie sind viel schneller als du, weil sie einfach 2 Jahre länger trainiert haben. Und dann ist dort nachher dann auch die Motivation ist im Seich drin. Ja, und Autonomie ist auch nicht okay. Ich mache es nur, dass ich die sozialen Dinge habe. Ja. Nicht, weil ich das möchte. Oder du kannst vielleicht die Routen auch nicht mitplanen. Nein, weil du... Weil sie sind ja schon eine Gruppe und sie haben das alles schon geplant und das heisst, ja. Also eigentlich, ich glaube, was jetzt da wichtig ist zum Mitnehmen, wenn man etwas will mitnehmen. Wenn ihr sagt, ihr habt mit Motivation ein Problem und sagt, ich möchte eigentlich motivierter sein, dann gibt es für mich 2 Schritte zu machen. Erstens, nehmt die Liste, die wir unten werden verlinken, von diesen unterschiedlichen Qualitäten von Motivation. Also von intrinsisch bis an Motivation. Und tünt mal die Sachen, die ihr macht, auf dieser Skala zuordnen. Hey, was ist wo? Und dann, wenn ihr sagt, hey, ich möchte eigentlich da mehr Motivation haben, dann schaut ihr die 3 Grundbedürfnisse an und dann schaut, okay, was fehlt mir? Fehlt mir Autonomie? Fehlt mir Kompetenz? Oder fehlt mir Verbundenheit? Und wenn du dann dort kannst daran arbeiten, dass du mehr Autonomie bekommst, wenn dir das fehlt, oder Kompetenz oder Verbundenheit, dann glaube ich, dass es einfacher ist, um für etwas motiviert zu werden. Und ich glaube auch, dass wenn du etwas bei, sagen wir, Introjektion kannst platzieren, also sagen wir so, in der Mitte von extrinsischer zu intrinsischer Motivation, du machst etwas, weil du dich so schlecht fühlst, wenn du es dort kannst einordnen kannst, ist es vielleicht auch einfacher, um das so zu akzeptieren. Und es fällt dir dann einfacher, etwas zu machen, weil du dir bewusst bist, ich mache das, weil ich mich so schlecht fühle, ich will es aber trotzdem machen. Ja. Und dann ist es vielleicht auch einfacher, um das irgendwie zu platzieren und damit abzuschliessen. Ja. Also im ersten Schritt mal seine Themen, wo man gerne motivierter wäre, auf dieser Liste platzieren und nachher ganz konkret analysieren, welche von diesen 3 Grundbedürfnissen, also Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit, fehlt mir da. Ja. Und ich habe das Gefühl, das kann schon recht etwas bewirken, Hey, mega. um die eigene Motivation irgendwie besser zu verstehen und vielleicht auch zu erhöhen. Ja, voll. Schön, sehr schön zusammengefasst. Soll ich dir etwas Lustiges erzählen? Ich bin ja mega empfänglich für so Motivation-Videos. Oder? Also seit Jahren. Ich höre die wirklich seit, keine Ahnung, 12. Also doch auch schon lange. Und ich bin mega empfänglich für das. Und ein Traum, den ich hatte, war, ich will Motivational Speaker werden. Und ich habe so Videos geschaut vom Les Brown spezifisch und der war so in einer Arena gewesen, mit ich weiß nicht wie viel 1000 Leuten und der die Motivation Speech aushaut, natürlich auf YouTube noch mit so geiler Musik hinten dran. Und dann so einen Adler im Hintergrund. Hey, crazy. Und ich bin wirklich so gewesen, wow, das will ich auch werden, oder? Und aus dem Grund habe ich mich dann auch mega stark mit so Motivationstheorie auseinandergesetzt. Ich habe meine Seminararbeit über Motivationstheorien wie die, unter anderem Selbstbestimmungstheorie, geschrieben. Ich habe meine Bachelorarbeit über Zielsetzungstheorie und so geschrieben. Und das Thema hat mich so gehuckt. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, nein, ich will kein Motivational Speaker werden, weil ich gemerkt habe, wie differenziert man Wie das unterschiedlich es Ganze... für jeden ist. Ja, und darum bin ich jetzt aber mega stark in dem Thema Self-Leadership und Selbstregulation, weil ich dann gemerkt habe, hey, wenn ich Leute kann befähigen, wie sie sich selber können regulieren können, ist das viel der größere Mehrwert, als wenn ich vor 20'000 Leuten einen riesen Speech raushau,
aber niemand davon kann etwas umsetzen. Darum habe ich mich von diesem Traum leider ein bisschen verabschiedet. Aber ich finde es immer noch crazy, wenn ich so Sachen sehe, wie man ein Stadion kann füllen und so. Aber kommen die Leute, wenn jetzt die so an einen Motivational Speech gehen, kommen die nur für diesen Speech Ja. und gehen dann wieder? Ja. Wirklich? Ja, das ist crazy. Und ich meine, es gibt ja auch in Deutschland viele so bekannte Redner und Rednerinnen, und die Leute machen so Notizen während der Rede. Und ich bin so, wow, krass. Aber ich kann mir jetzt einfach aufgrund, dass wir jetzt einfach sehr stark in dem Feld von Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung und all dem sind, dass, wenn dort, sagen wir, 1000 Leute sind, die 1000 Leute gehen hoch motiviert wahrscheinlich raus, aber Transfereffekt, also was setzt sich wirklich um, wahrscheinlich minim sind und sie einfach 400 Stutz ausgeben. 400 Keine Stutz? Ahnung, Da hören ihr lieber gratis Kopfkast auf Spotify und Apple Podcast. Ja, oder? Aber das ist einfach vielleicht noch eine persönliche Anekdote, weil ich finde das so faszinierend. Es ist so unterschiedlich von Person zu Person, was man braucht. Ja. Und ich glaube, es ist sehr viel komplexer, als dass du es einfach in einer 20 Minuten, 30 Minuten Keynote oder Motivational Speech kannst lösen, sondern du musst dich wirklich einfach mit dir selber auseinandersetzen. Du musst verstehen, was dich antreibt und was nicht. Was sehr unterschiedlich ist von Person zu Person. Und dann für dich herausfinden, was funktioniert. Ja. Und auch hinterfragen, von wo kommt der Antrieb, dass ich das jetzt machen will. Also kommt es wirklich von mir oder kommt es vielleicht auch von sozialen Vergleich? Ja. Ich finde das wirklich eine krasse Darstellung. Und ich meine mehr mit der arbeiten. Vielleicht auch in Coachings. Ja, also ich finde die mega gut. Und auch, jetzt gerade Thema Podcast. Ich meine, es gibt ja mittlerweile so viele Podcasts und auch dort mal vielleicht hinzuschauen, wieso startet man einen Podcast? Wir haben ja 0 extrinsische Effekte mit einbezogen. Also irgendwann dann so 4., 5. Priorität schon. Aber die meisten sind gewesen, weil wir Bock hatten, miteinander etwas zu machen. Oder? Ja. Und das können wir uns immer geben. Das ist immer in unserem Circle of Control. Immer. Ja. Und darum ist vielleicht auch so, dass andere Podcasts, die als Marketinginstrument gebraucht werden, die sind auf ganz anderer Ebene. Gerade wenn sie in Unternehmen drin sind. Ja, voll. Voll. Hey, ja. Oder Podcasts, um bekannt werden. Ja. Es gibt mittlerweile auch viele Influencer, die einen Podcast haben. Ja. Vielleicht sind wir da einfach neidisch, weil sie bessere Zahlen haben als wir. Maybe. Aber, bevor wir zu der letzten Hirnzelle kommen, vielleicht sollen wir Big News schon schnell announcen. Ich weiß nicht, welche du meinst, aber hau raus, ja. Also. Ich glaube, wir haben es mal angetönt. In einem Podcast, der schon ein Zeitchen her ist. Der Ivo und ich haben gesagt, hey, wir wollen die Leute, die das hören und uns sehen, die Leute, wollen wir auch mal sehen. Dich! Dich. Du, der jetzt los ist. Und der Ivo und ich haben da eine Partnerschaft gefunden mit einem externen Unternehmen, wo wir noch nicht sagen, aber wir werden es dann sagen, wenn dann alles in Stein gemeißelt ist. Und wir werden dieses Jahr eine Vortragsreihe starten. Wir werden voraussichtlich 4 Vorträge machen, alle 2 Monate. Es sollte dann Ende April starten, wo wir für 1,5 Stunden etwa mit euch zusammenarbeiten und wo wir möchten Wissen weitergeben. Und ja, werden dann dort dann auch noch announcen und auf der Website, wir werden dann auch die Website announcen, Tickets machen. Wird im Raum Zürich sein, voraussichtlich im Prime Tower, was ich wild finde. Yes, brutale Location. Brutale Location. Darum, wenn das alles klappt, werden das da hören. Wir würden uns riesig freuen, wenn dann dort ein paar von euch dabei sind. Und wir einmal dürfen die Leute sehen, die da zuhören. Ja, das ist jetzt vielleicht, ich freue mich einfach sehr fest drauf. Und vielleicht ist es jetzt ein bisschen premature gewesen, das schon zu erzählen. Nein, aber ich freue mich sehr, sehr fest drauf, dort das auch mit dir zu machen und irgendwie die Leute auch zu sehen. Ja, darum, wir werden da noch genau was dann sagen und wo dass man das kann schauen und ja. Jetzt bin ich aufgeregt. Alright. Ich habe eine letzte Hirnzelle für dich, Ivo. Okay, wie viel steht? Ich weiss es nicht. Statt 2,5:1. Vielleicht. Wer hat 2,5? Du? Schon. Ich glaube. Ah, nein, oder 1,5. 1,5:1. 1,5:1. 1,5:1. Ja, vielleicht. Also, wir müssen es noch mal anschauen. Wir tun es dann in der nächsten Folge korrigieren, falls es falsch ist. Ich habe jetzt aber eine Frage für dich. Und zwar, was beschreibt den Spacing-Effekt? Und jetzt kommen 4 Aussagen, die
alle wahrscheinlich für sich stimmen, aber wenn ich vom Spacing-Effekt rede, dann meine ich etwas ganz Spezifisches. Also was beschreibt der Spacing-Effekt? Ist es A, Beziehungen, die regelmäßig Abstand haben, heben länger. Lernen verteilt über Zeit ist effektiver. Der Spacing-Effekt beschreibt das Gefühl von Astronauten, wenn sie auf die Erde schauen und so das Gefühl von, hey, das ist eigentlich, wir müssen mehr zusammenheben. Oder ist es D, Führen auf Distanz führt zu mehr Unklarheit in der Rolle? B. Lernen verteilt über Zeit ist effektiver? Das ist korrekt. Stark. Geil. Du hast so gesagt, Spacing-Effekt. Ich so, fuck, Spacing-Effekt. Irgendwie habe ich das schon mal gehört, aber ich habe gerade keine Ahnung, in welche Richtung es geht. Und nachher Ja. Beziehung, ich so, nein, Beziehung ist nicht. Lernen, ich so, ja. Wo du Okay. B gesagt hast, habe ich gewusst, es ist Shit. B. Ja gut, also in dem Fall. Ich glaube, dann steht jetzt 2,5:1. Aber wir werden es korrigieren, falls das nicht sollte stimmen. Yes. Ja, Lernen verteilt über Zeit ist effektiver. Darum schiebt nicht alles raus. Die Semesterferien sind jetzt dann vorbei. Wenn ihr studiert, dann fangt doch genug früh damit an. Wen grüßen wir, Ivo? Wir grüßen alle, die ein Hobby haben, wo sie intrinsisch motiviert sind, die regelmäßig die Freude geniessen können. Wir grüßen euch. Und für die sich jetzt nicht angesprochen gefühlt haben, wir wünschen euch, dass ihr das durch vielleicht ein bisschen die Podcast-Folge für euch könnt erarbeiten, nochmal in euch reinhört, was macht mir so richtig Freude. Dass ihr das für euch könnt im Alltag etablieren, weil es tut so gut. Ja, Hey, spannende Folge gewesen. Ganz geil gewesen. wir Ich wünschen hoffe- euch... Oh, sorry. Nein, erzähl. Nein, Nein, mach du. Ich hoffe, ihr habt es auch so gut gefunden wie wir. Gebt uns da auch ein realistisches Feedback. Sehr gerne. Also wirklich, wir sind offen für Feedback. Wir wollen auch eure Bedürfnisse können mit einbeziehen, eure Autonomie auch geben, in dem Rahmen, wo es im Podcast dann möglich ist. Und auch unser soziales Bedürfnis werden wir durch die Vortragsreihe Yes. noch weiter ausbauen. Und wir wünschen euch einen hervorragenden Start in die Woche. Hey, und weil wir es schon lange nicht mehr gesagt haben, wenn ihr jetzt noch nicht folgt, dann drückt doch bitte schnell den Button. Wie gesagt, wir sind euch sehr dankbar, wenn wir eine Bewertung bekommen. Beste Und- 5. Am besten 5, ja. Und hey, ganz eine schöne Woche. Geniessen es. Geniessen den fast schon Frühlingsstart. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Ciao zusammen. Ciao miteinander.